Familie Hannibal im Urlaub, Teil 1. Bei Hannibals, da ist Highlife, denn all sind urlaubsreif. Und schon seit über 7 Wochen wird der Urlaub nur besprochen. Zuerst gilt es ja vor allen Dingen, das Ganze auf die Reihe zu bringen. Die Mutter ist ja pflegeleicht. Die denkt an Schwarzwald, mal vielleicht, dass man eine Ferienheisel nimmt. Doch die hat ich überstimmt. Der Vater schlägt dann Österreich vor. Doch wird er gefragt, ob er noch klar. Die Urlaubsplanung wird schon laut. Ist doch klar, Österreich, das ist out. Der Älteste, grad 14 jetzt im Mai, der meint, das Beste wäre Hawaii. Dann dort wär's ja gut, wie jeder weiß, bloß ist die Mutter dort zu heiß. Der zweite Bub, wo grad 8 war, meint Miami in Florida. Das wär jetzt halt besonders gut, weil man da so schießen tut. Er meint, das tät die Stimmung heben, Miami weiß mal live erleben. Jetzt hebt die Älteste die Stimme. In Hollywood wär's nicht so schlimm und wär sie später mal ein Star, wär's gut, wenn sie da schon mal war. Dann kommen Vorschläge reiheweise. Doch denkt der Vater an den Preis und sagt, ihr seid doch all nicht klar. Dann schlägt er Mallorca vor. Das war ein Stich ins Wespennest. Denn jeder findet den Vorschlag schlecht. Man meint, der Vater wäre verreckt und kehrt auf Klinge Münster geschickt, doch stur, wie's Vetter an sich hen, setzt er sich durch am Ende. Weil's erstens doch nicht allzu weit und halt auch der Preis entscheidet. So langsam einigt man sich dann, der Älteste wegen Ballermann, die Älteste meint, ach, dass sich das lohnt, weil dort die Claudia Schiffer wohnt. Der zweite Bub hat's dann begrüßt, weil man da Amoleit erschießt. Nicht ganz so viel wie Florida, doch weil er stets bescheiden war, da hat er sich davor entschieden und ist mit ein paar Toten weniger zufrieden. Der Kleinste war schließlich ganz egal, die Sonne scheint überall. Die Mutter findet es auch ganz toll, doch spielt jetzt bei der Preis eine Rolle. Kurzum, so hat jeder beigepflichtet und danach wird sich gerichtet. Der Vater, der war kurz entschlossen, der kauft sich jetzt Bermuda-Hose. So wie sie modern sind, eben grad. Kniekitzler, hat man früher gesagt. Beim Großgepäck sind sie dabei. Für jeden 20 Kilo frei. Ach Gott. Wo will man dann damit jetzt hin? Wie sind die Koffer voll zu kriegen? Bei 6 Personen hat's eine Last. Im Ganzgepäck 3 Zentner fast. Da kannst du den ganzen Haushalt nehmen, ja. Aber wer soll den ganzen Klumpert stemmen? Großzügig packt jetzt jeder zusammen. Das wenigste Zeug hat noch die Mama, doch jeder raumt jetzt Sachen bei, was unbedingt noch drin zu sein. Es füllt sich Koffer noch und noch. Dann kommt's auf die Badzimmer hoch. Die Nadel schiebt sich übers Ziel. Das sind fast 50 Pfund zu viel. Zunächst, die Stimmung ist gedämpft, weil jeder jetzt um jedes Stückel kämpft. Man nimmt halt das und zählt nicht mit und schafft allmählich sich ans Limit. Es sind dann 20 Pfund bloß mehr. Naja, das werden sie übersehen. Der Abflug kommt und jeder strahlt. Die Buchung ist schon abbezahlt. Am nächsten Morgen 6:10 Uhr, da soll's auf Mallorca gehen.